Vandaar wil ik reden van life wat vergeven kan. Zo'n diepe life dat einer niet kan, betternis im hart houden. En dat wil ik van de geschichte van Jozef reden. In 1 Mose 37, bad 50, fing wie de geschichte van Jozef. En ik wil van der niet vers lezen, dat is een lange ding, maar ik wil de geschichte een beetje vertalen. En dan willen we zien wat we daaruit krijgen. Jozef werd 17 jaar jong. En God gaf hem droom. God gaf hem visioen wat in de toekomst komen wordt. En hij had de leven van zijn vader gevuld. Een leven zo, wie moeten die van wo feilen. Die moet in ons land geplant worden. Tim dat hij was. En dan wanneer is was, dan kan we wählen, als we die willen wieder planten, want dat is Kurenjeff, of we die leven waren planten willen en meer kriegen, oder of we die willen verkaufen, oder weggeven, oder wat immer, en dan bloß dat beste houden wat we hebben. Maar dat die was. Jozef was een jonge en zijn vader leefde hem. Hij had werkelijk de ware leefde hem. Aber da wird so viel allerhand schlachtet. En zijn vader, die werd immer met hechlerien aangegaan. Met hechlerien had hij zijn broeder alles weggestolen. Met hechlerien had zijn schwiegervader alles weggestolen. Met hechlerien en zijn jongens, die vangen ook alles zo aan. Dat je klaar te zijn, wat de vader deed, dat doen de jongens veelmaal ook. Aber Jozef werd een bijzondere jong. En van een bijzondere oorzaak had Jacob, Jozef zijn vader, een bijzondere liefde aan. En die liefde, die vangt aan te wassen in Jozef. Die liefde, die vangt aan te wassen. En dat duurt niet lang, dan geeft God am droom, geeft God am visionen. En dat is wat passiert. Want wie de liefde Gottes wassen laten in ons, dan hebben we een ziel zum Leben, dann haben wir eine Ursache zum Leben, dann weiß Gott uns, was in der Zukunft wird passieren und weiß uns, wo wir wiederkommen sollen. Der Life, der wagt in uns ab. Und so deed dat ook in Jozef. En dat kwam door dat die Brüder am Dal waren, schmijten hem in Barm dan, dan komen da Menschen en dan verkaufen ze hem, zeggen ze, oké, nu zijn we dus dreimal los. Nu kan die niet meer, we feilen niet de lijf van ons vader, so die brukt ook niet. En dat zegt door dat Jozef hield, Jozef rood en praat, doet het niet, hij wil niet. Also wat deed hij dan? Als de zich een stootje stellen, dan kocht Potifar aan in Egypte als een slaaf. En overkrijgt door een Potifar zijn huis, dat die niet zo lang, dan werd hij de eeuwigste slaaf. Hij had de ganze Potifar zijn geld, alles aan. En kon alles doen. Potifar, die zei, dat enige wat hij am bedoeld werd, dat er eten op zijn dash werd. Evens leidt hij Jozef zijn ganze stad aan. Den Chinese zijn tweede bovenstad, gevangeniswerker weer dat. En hij leidt hem de ganze stad aan, en al zijn geld, een rijke man. En Jozef, die kwam naar huis. En dan, het waren een proef, dat Jozef, Potifar zijn vrouw, Jozef wil als man hebben, en Jozef wil dat niet. Dat we zien wird zijn vrouw. En wordt belehren, wordt gerecht, dan kwam hij in gevangenis, in höchste opzicht in gevangenis. Maar dat je door ook niet lang, wat hij waar aan huis kwam, en dat de gevangenis opzegde, dat hij aan alles overgeven deed, hij niet aanbracht, hij dat alle deed. Maar hij werd in gevangenis, hij werd onder opzicht. En dan schafft Gott dat zo, dat door im gevangenis onder de eerd, wo am abgesehen wordt, van door heeft Gott Vater een droom, en Jozef wordt geroopt, om dem droom uitleggen. En nu eerst werd hij een Schopshout op een stap, dan werd hij een Sklaaf,
Damit kam er im Gefängnis lernen. Wir können sagen, wie immer Diaper und Diaper auf. Aber wo immer Josef handelt, da hat er bald wieder der Boverste. Das kam was auf, dass er der Boverste wird vom Chinese Reich, bloß der Chinese Pharao wird er als er. Er wird der ganz Boverste und zu der Zeit der rein ganz Boverste in der Welt. Wo wir hier ist die Ursache. Wir sind, als Josef seine Brüder dann zurückkommen, und da wird in der ganzen Welt wird Hungersnot, und die kommen dahin, getreut zu geben. Dort hat, was er für seine Brüder hat. Seine Brüder haben am Beis behandelt. Er wurde in alle lassen, dort merken, und er wird der einzige Ort von seinem Vater, da wurde alle aber dort ja wie sein, was von Leib hat. Mehrmals in der Bibel redet von, dass Josef sich nicht heilen kann. Er muss erst utfangen, wer seine Brüder wird, für er die vertrauen kann. Und dort ist ein Ding, Josef ist niemals zurückgegangen an seine Brüder. Niemals. Wenn Menschen ans Weidern, dort sage ich nicht, dass wir Matten zurückgehen nach die, dort sage ich nicht, dass wenn wir die verjährt haben, okay, dann wollen wir wieder manche wohnen, dann wollen wir wieder zurückgehen. Aber wir waren die vergeben. Und Josef hat seine Brüder ganz vergeben. Dort ist, wo ihn Gott am sehen kann. Als er dann erst verkauft wird, in Sklaven Potiphar, dort er trägt ein Mann immer bloß alle Tage sagen über seine Brüder. Nee, eine Leibschaft von der, wo du bist. Und er hat eine Leib, was seine Brüder vergeben können. Dort wird in der Vergangenheit, er glaubt, er würde niemals mehr sein, hat kein Verlangen, das zu sein. Aber er hat die vergeben. Er hat nicht alle Tage Betternismaterial. Und da kommen sie böse hinein. Dann wird am Belehren und wird am Arach gereicht und im Gefängnis gestoppt, wo das so Leute, okay, da wird er sterben machen. Da wird keiner von Freundschaft, kein Lawyer, nichts, was am Rüt haben kann. Da wird im ewigen Gefängnis. Er wird da eben bloß sitzen und da sein und denken, wo ist mein Leben aber so schwer? Wo mache ich all diese Dinge durch? Gott, ich sehe doch Gott sein Kind. Das dachte Josef nicht an. Er nahm und da, wo er wirtschaftet mit dem Leib, was er hat, und immer weiter kam er bei den Boverste. Und dort ging so weit, dass er die ganz ewigste Herrscher, da wird bloß die Chinese ewig am, aber evens wird er die ganz ewigste Herrscher in der Welt, wo wenn er eine Leib hat, was vergeben wird. In Kapitel 50, da fing wir von, dort aus, vorher dann erst tot wird. Sie werden über dem nach Ägypten getragen. Josef hat alle Rat vom Tod mit in Ägypten getreten zu sammeln. Das Gott am gelehrt hat alle Rat vom Tod. Sie tragen nach Ägypten, dann wird gestorben, ihr Vater. Nu glaubten die Brüder, okay, nu wird Josef zijn über uns uiteifern. Nu wird er uns noch mal holen. Und als Josef das hier sagt, er ruht gewaltig los. Hij aanbiedt nicht deutlich, dass seine Brüder noch einmal nicht gesehen haben, was für ein Leib er hat. Und da auch war er erklärt, dass er würde immer im Leben halten, und solange als er die Welt ewigste wird, würde sie immer gut zu leben haben. Und dort ist, was ich von reden darf, von vergebenden Leib. Wenn Menschen ans Arrecht tun, wie Matten dort zu sehen saßen und blieben, beim der Leibarbeit tun. Und dort wird Gott sehnen. Wenn wir es dort leben, dort wird Gott sehnen. Dass Gott wird in den Hecht bringen. Das meint nicht, dass die nicht manchmal wollen leer kommen. Das meint nicht, dass ich nicht manchmal leer komme. Josef ging dann von dort nach, aus dem, dass er die vergebende Leib hat. Er ging nach einem äußersten Gefängnis nehmen, was in der Welt wird dann. Und er die höchste Absicht, dass die Leute wird alles am Eng, er würde da sterben, er würde in das Gefängnis dort gehen mit kein Rot. Bitte, er weiß das. Ich lebe von dir und ich lebe von dir und lebe die Menschen, mit wem ich taub sie. Und dort braucht Ambator, wo die Welt ganz ewigste wird. Der Leib, der ist so ein wundervolles Ding. Ich wünsche mich vielmal, ich kann die Deiper erfahren. Und ich wünsche, die können die Deiper erfahren. Was das wirklich ist, wenn wir mit einem wahren Leib Gottes
mit Menschen umgehen, kraken down. Das meint nicht, dass wir nicht waren schwere Tiden haben. Das meint nicht, dass das manchmal nicht was ring uns die Saloten und Saloten, als wenn am eng ist. Aber dass wir nicht zurückchecken und Betternis holen über die Menschen, was uns alle getan haben. Wenn Menschen wollen uns alle getan, dann Menschen wollen uns beitun. Aber wir vergeben das, wir lassen das aus, das in der Vergangenheit. Und live sagt die Bibel, ist ewig, wenn der ist von dir. Was uns geworden ist, das jetzt in der Vergangenheit. Was Menschen uns getan haben, jetzt in der Vergangenheit. Aber der Life ist von dir, der ist ewig. Und wenn wir an dein Life, an Gott in seine Life festhalten und mit dein Life wieder schaffen, dann können wir vorwärts kommen, dann können wir ein schönes Leben haben und dann wird Gott uns nach Hause bringen.